Sommer, Sonn, Plage, das endlich Vakanz. Mehr Lützebäuer sind dat europäisch Volk, was der meiste reist. An dem wir werden an den nächsten Wochen viel Leute Wallis packen, an den Auto oder an den Fliegerklamme für ein bisschen Distanz zum Alltag zu kriegen. Ich werde auch zu denen gehören. Es gibt aber auch die vielleicht aus gesundheitlichen oder anderen Gründen daheim bleiben oder bleiben müssen. Und da gibt es auch die prinzipiell lieber auf Balkonien, also mit der Heimleibskirchen an Vakanz gehen. Es gibt ja auch wunderbare Plätze daheim, wo in den Sommer wirklich genießen kann. Wenn es dann aber fort aus dem Ländchen geht, dann sieht es meistens an das europäische Ausland. Frankreich und Deutschland sind die beliebtesten Destinationen der Lützebäuer. Relaxen, entspannen, genießen, das Traum bei mir freuen uns, dass wir die meisten Themen von unserem Alltag daheim gelassen haben. Aber wir freuen uns auch, dass die Politik einmal Pause macht. Ich freue mich auch darüber, besonders weil wir ja Glück hatten, den TTIP-Negoziateuren ein klares Mandat mit Konditionen und Kontrolle mit auf den Weg zu gehen. Sollten die Konditionen und Rotlinien nicht respektiert gehen, da wird es ganz einfach kein TTIP geben, weil das Parlament dann nicht zustimmen wird. Aber das ist für am September. Genießt mal Ihre Vakanz. Kommt zur Ruhe. Wenn ihr auf Ihrer Destination ankommt, dann denkt aber auch mal ein bisschen kurz an Europa. An der Vakanz merkt ihr nämlich ganz gut, was wir an den letzten Jahren zusammen in Europa geschafft und erreicht haben. Keine Passkontrolle mehr. Der steht nicht mehr an der Schlange auf der Douane. Der spürt also etwas ganz Wichtiges Zeit. Kein kritischer Blick, kein Kontakt mit den Kontrolleuren an einem fremden Land, die ich ob mans theoretisch könnten den Zugang refusieren. Heute ist es eine selbstverständliche Freiheit, sich frei an Europa zu bewegen, eben wie daheim. Keine Grenze mehr, auch nicht was Waren angeht. Es kann Ihnen so viele Souvenirs an so Sachen aus der Vakanz mitbringen, wie ihr wollt. Keine Limiten, keine Kontrollen durch die Douane. Also kann müssen Ihnen mal erklären, wie das früher war. Keine Suche mehr wechseln. Wir haben eine Währung, die ist stabil, sie ist gut für den europäischen Handel und für die Ökonomie. Und auch an der Vakanz ist den Euro praktisch. Es braucht nämlich keinen zweiten und dritten Portemonnaie für die fremden Devisen. Es muss noch nicht mehr am Kap anrechnen, und es weiß genau, wie teuer sein Pat kostet. Und noch wenn es dann am Ende ein Land an der Eurozone gibt, das Probleme hat, und wir am Anfang von dieser Vakanz nicht wissen, wie die Situation am Ende des Congé aussieht, den Euro ist durch die Reformen, die wir jetzt unter dem Anfang von der Krise gemacht haben, mehr sicher gehen. Den Euro ist kein Eschek, den Euro ist dafür zu bleiben. Dann noch keine teuren Telefonsrechnungen mehr. Die Roamingkosten in Europa sind deutlich aufgegangen. Sie liegen 80% mehr tief wie 2007, wie ich angefangen habe, gegen Telekom-Riesen zu kämpfen. 2017 gehen sie dann endlich ganz aufgeschafft. Dann ist es Schluss damit, dass wir an einem gemeinsamen Europa nach Telefonsgrenzen haben. Es gibt auch Höchstzeit, dass es endlich soweit ist. Wir haben aber nicht nur Barrieren aufgehabt in Europa, nein, auch der soziale Bilanz kann sich weisen lassen. Zum Beispiel die europäische Krankenversicherungskarte. Alle Europäer haben Recht auf dieselben medizinischen Leistungen zu den selben Konditionen wie die versichert aus dem Land, wo er hingegangen ist. Und die 5 Vorteile an Europa sollte man vielleicht an der Vakanz ein kurz denken und uns darüber freuen. Wir sollten hoffentlich sein auf das, was wir schon erreicht haben. Da gibt es aber so rund 8% Lützebäuer, die bausend Europa Vakanz machen. An die merken dann ganz sicher an automatisch, was wir in Europa haben. Außerhalb von Europa ist die Reise mehr beschwerlich. Da geht es dann nicht wie heute
alles als normal ugesinn, je nachdem, wo fährt, braucht eine Visa. Et gi Limite wat Fuhren ugeht, die en derf kaufen am mat aus dem Land höllen, bezahlt gëtt an der lokaler Währung, an den Telefon lest de besser aus, weil d'Rechnung sos explodeiert, an et mischt den och nach eng extra Krankenversicherung fir d'Ausland. Bausen vun Europa merkt den net awer ganz gut. Et gëtt se, die europäisch Identität. Wat de méi weide wäch geht, wat den Gemeinsamkeiten op diesem Kontinent besser gesäit, besser versteht. Die sind natürlich durch Komplexentwicklungen an der Politik, an der Gesellschaft, an der Kultur über Jahrhunderte gewusst. Aber wenn er Brasilien oder Indien ist, der fühlt sich fremd und es geht ihm klar, dass er ein Europäer ist. Übrigens, nach einer europäischen Spezifizität lang Vakanzen. Das kann man sich an Amerika oder an Japan gar nicht vorstellen. Wir Europäer können uns das schon vorstellen, aber wir können das doch leben. Dafür genießt wohl verdiente Vakanz. Ich wünsche euch, dass ihr euch gut erholt, flott Momente habt mit eurer Familie, mit euren Freunden und dass ihr ausgeruht und voller Tatendrang nicht zurückkommt.